willkommen zu Hour of Prayer. Heute Dienstag, 16. Juni. Tim, willkommen, schön danke. bist du da. Ja, ich habe mich riesig gefreut, Ja, mit cool. euch zusammen zu beten heute über den Mittag. Ja, ich freue mich riesig, heute wieder eine Serie von Psalmen quasi durchzubeten. Und heute geht es um die Weisheitspsalmen. Die Weisheitspsalmen. Tim, der Titel, die Kunst, das Leben richtig zu leben, ist schon vielversprechend, oder? Mega, aber ich habe auch die Message so erlebt, jetzt am Sonntag, egal ob morgen oder auch Abend im Sunday Night, das ist ja genau das, was wir uns wünschen für unser Leben. Wir wollen unser Leben richtig leben, nicht falsch, nicht irgendwie am Ziel vorbei, sondern wirklich richtig leben. Und darum, ja, ein super Titel, aber hat auch extrem zu mir gesprochen jetzt am Wochenende. Okay. Hey, und genau, ich glaube, niemand von uns sagt, ich mache absichtlich dumme Dinge, ich mache absichtlich Fehler. Man macht es manchmal einfach, weil es das ist, was man kennt. Man kennt sonst nichts anderes. Und lass uns doch direkt zum Anfang beten, dass wir unser Herz öffnen. Jeden Dienstag erwarten wir, dass der Heilige Geist spricht, dass es wegweisende Gebete sind, die wir beten. Nicht einfach eine To-Do auf unserer Liste, Hour of Prayer Dienstag wieder abgehakt, sondern wir erwarten, dass wir Gott erleben, dass wir Offenbarungen erleben, dass du zu uns sprichst, Heiliger Geist, dass du uns Weisheit gibst, dass wir rausgehen aus diesen Minuten im Gebet und realisieren, wow, ich habe mehr Weisheit als vorher. Das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet für uns und für alle, die sich einschalten und noch einschalten werden. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Susanne, es ist ja doch so, wenn man darüber spricht, die Kunst, das Leben richtig zu leben, hat das sehr viel mit den Entscheidungen zu tun, die wir treffen. Ja. Und wir wissen nicht, wie es euch gerade geht, wenn ihr zu Hause jetzt zuschaut. Vielleicht bist du gerade hier und du merkst, du musst eine große Entscheidung treffen. Ja. Und du weißt nicht, vielleicht hast du Optionen gut und gut oder beide Optionen, Handlungsoptionen sind nicht gut oder eine gute und eine schlechte. Und da brauchen wir Weisheit. Wie entscheiden wir richtig? Und das möchten wir uns gerade in den nächsten paar Minuten mit euch durch so ein paar Schritte durchgehen. Aber ich möchte zum Anfang euch einen Bibelvers vorlesen aus dem Jakobus 1, Vers 5. Und da heißt es, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Und ich finde diesen Vers so schön, weil ich stehe so oft vor Entscheidungen, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Aber da, in diesem Bibelvers, hast du und ich, wir haben dieses Versprechen, dass wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann wird er sie uns liebend gern auch geben. Das ist das Versprechen für heute über diesen Mittag in dieser Hour of Prayer, dass Gott gerade jetzt in diesem Moment vielleicht dir einen Gedanken, einen Bibelvers, einen Namen oder eine Entscheidungsmöglichkeit auf den Weg geben möchte. Was findest du denn, sind so Entscheidungen, wo du nicht automatisch weißt, wie du es machen sollst? Also ich rede da natürlich weniger von so alltäglichen Entscheidungen. Es geht mir da viel mehr, okay, wo biege ich ab in meinem beruflichen Werdegang, vielleicht in meinen Beziehungen, mit welchen Freunden, welche Freundschaften pflege ich weiter, welche Freundschaften sind vielleicht auch mal zu Ende, Studium weiter studieren oder ich habe noch Studium im Beruf, vielleicht wenn man sich irgendwie umorientieren muss. Also in diesen großen Fragen, da brauche ich oft Weisheit. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, ich überlege eben gerade, also ich finde, ich habe eine Grundentscheidung getroffen, dass Jesus im Zentrum von meinem Leben steht und dass ich mein Leben um Jesus und um die Kirche herum plane. Gott sei Dank hat Leo das Gleiche auf dem Herzen und das ist eine Grundentscheidung, wo eigentlich schon sehr viel anderes klar macht. Also zum Beispiel gab es mal so eine wegweisende Entscheidung. Ich habe Geld verdient, Leo hat studiert und dann hat er gesagt, jetzt bin ich fertig mit dem Studium, ich bekomme einen Lohn, also du musst jetzt nicht mehr das Geld nach Hause bringen, du kannst es machen, was du willst. Das ist so eine wegweisende Entscheidung, aber es ist schon sehr viel weggefallen, weil ich wusste, es muss mich Jesus ähnlicher machen und es muss der Kirche dienen. Ja. Also ich hatte auch so, ich muss jetzt gerade, bin ich meinen Bachelor am Abschließen an Studium und meine Frage ist, okay, was mache ich nachher? Ja. Wenn ich diesen Bachelor habe, studiere ich weiter, arbeite ich mehr? Und das ist so eine Frage, die ich gerade bewege im Moment.
darum, ich freue mich jetzt auf diese Filter. Ja, Susanne, nimm mega uns mal cool. mit, du hast noch ein gutes Nugget gefunden. Ja, also ich habe in Sprüche 9 wird Frau Weisheit und es gibt auch Frau Torheit. Aber ich möchte Verse vorlesen, 1-6 sind ein paar Verse, wo es um Frau Weisheit geht. Und es geht darum, dass Frau Weisheit ein Haus gebaut hat mit 7 Säulen. Und das hat mich schon lange immer angesprochen. Ich habe gesucht, was bedeuten die 7 Säulen. Jetzt haben wir am Sonntag gehört, dass es einen Filter gibt, einen 7-fachen Filter. Und ich habe gedacht, heute nehmen wir die 7 Säulen von Frau Weisheit in ihrem Haus einfach als einen 7-fachen Filter. Und es wird beschrieben, was du dort alles erwartest in diesem Haus. Und lass uns diesen Text mal so hören, was Weisheit eigentlich alles Gutes in unserem Leben ist. Also da heißt es, wie gesagt, Frau Weisheit, also Sprüche 9, Vers 1-6, falls ich das nicht gesagt habe, Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und es mit 7 Säulen ausgestattet. Sie hat ein Festessen vorbereitet. Das ist für mich ein Bild heute für Weisheit. Wein mit feinen Gewürzen, gemischt und den Tisch gedeckt. Ihren Dienstmädchen befahl sie, geht auf den Marktplatz der Stadt und ruft, ihr Unerfahrenen, kommt zu mir. Das ist eine Einladung für jeden Einzelnen von uns. Wem es an Vernunft fehlt, den lade ich ein. Kommt, esst euch satt und trinkt meinen guten Wein. Bleibt nicht länger unverständig, sondern werdet reif und besonnen. Dann wird euer Leben gelingen. Amen, Mega. kann man da nur sagen, oder? Mega, Amen. mega. So ein schönes Bild, das was Weisheit mit deinem Leben macht. Ja. So dieses reich gedeckte Tisch. Wenn du weise Entscheidungen triffst und in deiner Weisheit wächst, Ja. dann wird dein Leben ein gutes Leben sein, die Kunst gut zu leben. Bin Ja. ich voll überzeugt. Voll überzeugt. Also komm in dieses Haus von Frau Weisheit und lass uns diese 7 Säulen anschauen, also diese 7-fache Filter, wie wir eben weise Entscheidungen treffen können. Ja, wir würden gerade mit dem ersten Filter anfangen. Der erste Filter ist folgender. Die Frage, die du dir stellen solltest, wenn du eine Entscheidung triffst, ist, würde das Jesus tun? Ich sage es nochmal, würde das Jesus tun? Und hier ist der Punkt, dass Weisheit entsteht nicht auf irgendwie nur durch, dass du ein Buch liest oder irgendwie, dass du irgendetwas in der Zeitung liest, sondern Weisheit entsteht, wenn du an der richtigen Quelle bist, bei Jesus. Wie machst du das? Wie bist du an der richtigen Quelle, Susanne? Also ich finde den Psalm 32, Vers 8, diesen Bibelvers kenne ich effektiv schon seit Kindheit an. Und da heißt es, du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Und du hast die richtige Quelle angesprochen. Und das ist doch so wohltuend, wenn man realisiert, Gott sagt nicht einfach so, ich bin Gott und da bist du. Also so weit weg, sondern er sagt, hey komm, ich zeig dir wie. Ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Und ich habe mir diese Tätigkeitswörter rausgesucht, was Jesus macht. Lehren, zeigen, beraten und mich im Blick behalten. Und ich habe dann so aufgeschrieben, das bedeutet ja seine Gegenwart. Und wenn du mich fragst, wie mache ich das? Also seine Gegenwart suchen ist für mich ein zentraler Punkt. Aber was ich beim Aufschreiben realisiert habe, seine Gegenwart suchen, da hatte ich so stark das Gefühl, ich habe noch was in den Händen, oder? Du musst eine Entscheidung treffen und du hast vielleicht einen Favorit, wie du dich entscheiden möchtest. Das hast du vielleicht auch. Geht es da oder da weiter jetzt oder da, wo du zuschaust? Du weißt eigentlich schon, was du willst und es ist manchmal herausfordernd, genau das loszulassen, damit man wieder quasi auf neutralem Boden steht und auch wieder neutral hört. Aber das wollen wir genau tun in einem Gebet. Willst du beten, Tim? Ja, ich bete. Und Jesus, wir legen jetzt gerade diese Entscheidung mit ihren Optionen, die wir treffen könnten, legen wir jetzt mal zuerst in deine Hände. Wir öffnen unsere Hände und wir lassen auch unseren Favorit heute an diesem Mittag mal los und geben ihn dir zurück in deine Hand. Jesus, unsere Sehnsucht ist es, so zu handeln, wie du das tun würdest. Und unsere Entscheidung, wie wir entscheiden, ist lediglich eine Antwort darauf,
auf das, was du uns zeigst, das, was du uns lehrst und das, was du uns jetzt gerade in diesem Moment aufzeigst. Also wir lassen los. Ja. Und Jesus, wir brauchen es jetzt, dass du, wenn wir loslassen, dass du unsere Hand hältst. Weil oftmals halten wir Dinge in unseren Händen, die sind nicht gut, aber die sind bekannt. Und deswegen geben sie uns Sicherheit, auch wenn sie nicht gut sind. Ja. Und wenn wir das loslassen, dann haben wir das Gefühl, wir fallen in den luftleeren Raum. Aber deswegen bitte ich dich jetzt, dass du meine Hand nimmst, dass ich die spüre, dass ich deine Gegenwart spüre, deine Nähe, wo du sagst, es passiert nichts, wenn du loslässt, aber du lässt auch schlechte Dinge damit los. Und da beginnt Weisheit, dass wir dich als Quelle haben. Ja. Wir geben dir auch die Erlaubnis, uns jetzt an der Hand zu halten und dann auch zu führen. Wir wehren uns nicht dagegen, sondern wir halten uns fest an deiner Hand, weil du hast der beste Plan für mein Leben. In Jesus' Namen. Ja, im Namen Jesus. Amen. Amen. Und das Zweite ist, was sagt die Bibel dazu? Das ist ja wahrscheinlich so ungefähr das Schwierigste, oder? Ja. Da stellt man sich vor, du hast eine Bibel mitgebracht, da stellt man sich vor, oder? Was sagt die Bibel dazu? So, zack, hier. Ja. Kann funktionieren. Hat schon mal geklappt bei mir, aber 95% von der Zeit komme ich auf irgendwelche lustigen Verse, wo ich dann so bin. Wenigstens habe ich es probiert. Ja, wenigstens habe ich es probiert. Aber was muss man dann verstehen? Was sagt die Bibel dazu? Ja, grundsätzlich glauben wir ganz stark, dass Weisheit wächst in deinem Leben, auch gerade in dieser Entscheidung, die du treffen musst, durch die Freude am Wort Gottes. Durch die Freude. Ich liebe das, dass es im Psalm 1, Vers 1-2, wir lesen den jetzt gerade noch zusammen, genau Folgendes heißt. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ja. Und ich liebe es, wie es hier heißt, glücklich ist. Und dann kommt eine Aufzählung von Dingen, die man nicht tun soll, aber dann eigentlich heißt es, glücklich ist der Freude hat am Gesetz des Herrn und der darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ach, ich liebe das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie deine Beziehung mit der Bibel ist. Viele von uns haben vielleicht eher eine komplizierte Beziehung mit der Bibel oder wissen nicht so genau, wo anfangen. Aber meine Frage gerade mal für dich, Susanne, wie kultivierst du eine Freude am Gesetz des Herrn? Wie machst du das ganz praktisch? Ja, es ist nicht automatisch, dass man Freude hat am Gesetz des Herrn. Aber was mich angesprochen hat, ist, dass die Weisheit wächst. Ja. Also das heißt, es ist eigentlich auch Kamikaze, wie man so sagt, wenn du eine Entscheidung treffen musst und du sonst nicht so mit der Bibel vertraut bist und nachher genau dann eine Antwort aus der Bibel finden willst, das ist nicht auszuschließen, aber es ist eigentlich viel schlauer, eben die Freude am Wort zu kultivieren, dass wenn du Weisheit brauchst, hat sie dich schon vorgeprägt. Und ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass Bibellesen nicht einfach automatisch Freude macht. Also gerade am Sunday Night hat es Helma so schön gesagt, sie hat es jetzt 3 Jahre gemacht und sie weiß einfach, dass es gut tut und dass das, was daraus entsteht, gut ist, aber es macht nicht automatisch Freude. Seit Ostern mache ich jetzt zum Beispiel wieder so einen Bibelleseplan von Bible Project und jetzt bin ich bei Hiob und das macht keine Freude. Also weißt du, die Reden von diesen Freunden, da stehen mir die Haare zu Berge und denken, wie kann sowas in der Bibel stehen und überhaupt so viele Kapitel. Aber ich sage, okay, Heiliger Geist, tu was. Und es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag eine reiche Ernte einfahre. Ich habe jetzt einen Hiob durch und ich merke, es ist eine Freude gekommen, zu warten auf den Moment, wo Gott spricht. Ja. Also ich kultiviere die Freude eigentlich in dem Sinne,
dass ich einfach dranbleibe. Einfach Keinen dranbleiben. Tag verstreicht, ohne Bibel zu lesen. Ich liebe das. Ich mache es so, dass ich lese immer am Morgen meine Bibel. Und ich habe schon gemerkt, vielleicht hast du das auch schon gemerkt, oder auch du zu Hause, so, dass wenn du umso weniger du Bibel liest, desto schwieriger wird es wieder anzufangen. Ja. Aber umso mehr du Bibel liest, Ja. desto größer Ja. wird irgendwie die Freude, Ja. weiterzulesen. Ja. Ich erlebe das sehr stark. Und was ich jetzt gerade mache in dieser Psalmenserie, ich habe jetzt angefangen, wenn ich einen Psalm, ich lese durch die Psalmen. Von Anfang lese ich jeden Tag einfach einen Psalm. Und was ich dann mache, ist, ich lese den Psalm laut, ich Ja. murmle ihn wie vor Ja. mir her, dann höre ich ihn auch gerade. Und das macht mich ein bisschen langsamer, weil wenn ich ihn laut lesen muss, Ja. macht mich das langsamer. Dann schreibe ich ihn auf. Also ich schreibe ihn. Oh, wow. Also schreibe wie ab. Ja. Das macht mich noch Den mal ein ganzen bisschen... Psalm? Den ganzen Psalm. Moll. Das macht mich noch ein bisschen langsamer, aber Ja. in dem bleibe ich immer in diesen Worten drin. Und dann das Letzte ist, ich bete ihn. Gewisse Dinge, die mir Ja. herausstechen, bete ich über mein Leben, über meine Frau, über meine Freunde, über unsere Church. Einfach was dann gerade kommt. Und ich merke, wenn ich das mache am Morgen, die Freude wächst unglaublich angesichts des Herrn. Cool. Also vielleicht, wenn du nicht weißt, wo gerade anfangen, Psalm 1, mal lesen, mal schreiben, mal beten. Ja, Why not? und was mir auch wirklich Freude gemacht hat, einzelne Verse zu nehmen, Ja. weil ich mich Ja. dann besser konzentrieren kann. Und was ich dann liebe, ist, einzelne Verse rückwärts zu lesen. Oder ich, eben wenn du sagst abschreiben, ich drucke mir dann zum Beispiel einen Bibelvers aus und schneide alle Worte auseinander und dann setze ich es einfach wild wieder zusammen. Und was damit passiert ist, die einzelnen Worte also stechen viel mehr heraus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier lese, ich lese jetzt im Vers 2 retour, verwelken nie dessen Blätter, Jahr für Jahr trägt Frucht, gepflanzt ist am Wasser nah, der Baum. Und dann, ja, Mega wenn du schön. so jetzt wortwörtlich lesen würdest, würde es heißen, wie ist er? Und trotzdem, wie ist er, Baum? Dann plötzlich beginnt es zu sprechen. Nacht und Tag nachdenkt darüber und Herrn am Gesetz Freude hat. Also das hat mir auch schon so viel Freude bereitet, die Bibel, also einzelne Verse so zu lesen, muss ich jetzt sagen. Genau. Es ist eine Abenteuerreise, Ja. diese Freude zu entwickeln und ein lebenslanger Prozess. Ja. Aber du wirst merken, umso mehr du liest, vielleicht kennt ihr das genauso, wenn du liest, die Bibel ist wie eine Zwiebel. Es kommt noch eine Schale und es ist fast so eine Boden. Und das ist doch so schön, dass wir bis zu dem Moment, wo wir Angesicht vor Jesus stehen dürfen, dass wir bis dahin graben dürfen, suchen dürfen, den Heiligen Geist haben, um uns es auszulegen. Ich liebe das. Ja, und ich möchte für diese Freude beten, weil ich erinnere mich gerade an einem Morgen im Speziellen 4 Kapitel von diesen Hiob-Reden und ich bin einfach die ganze Zeit fast eingeschlafen. Das macht keine Freude. Nein. Und Jesus, wir kommen zu dir mit dieser Bitte, dass du Freude ausgießt, an deinem Wort zu lesen, dass du Freude ausgießt, einfach konstant dran zu bleiben, Tag für Tag die Bibel zu öffnen und darin zu lesen. Ja, Jesus. Wir bitten dich für diese Freude, für jede einzelne Person, inklusive uns und unseren ganzen Staff, wir sind ja hier im Office im ISF, dass du diese Freude ausgießt, dass wir nicht erst die Bibel aufschlagen, wenn wir Antworten suchen, sondern dass wir es Tag für Tag aufschlagen und die Freude kommt und so viel stärker ist als die Tage, wo es einfach keinen Spaß macht. Amen. Amen. Der nächste Filter, wie du weise Entscheidungen treffen kannst, ist folgender. Du kannst dich fragen, was raten dir Freunde aus deiner Kirche in dieser Situation, in der du gerade bist? Ich finde das so schön und so praktisch und jetzt hier merkst du, hier kommt auch gerade wieder eine neue Bedeutung für die Kirche oder für eine Small Group oder für einen Entdecke-Gott-Kurs, wo du in einer Small Group bist, kommt hier wirklich zum Zuge, weil wir sagen ja auch immer, du brauchst keine Kirche, um gläubig zu sein, sondern um gläubig zu bleiben. Ja. Und Gott hat an deine Seite Menschen gestellt, durch die er an dir wirken will. Und ich liebe das, weil ich habe schon so viele Momente gehabt, wo ich nicht wusste, zum Beispiel gerade als ich mich entscheiden musste, was sollte ich studieren gehen, weil ich hatte nie das Gefühl, ich sollte studieren gehen, aber ich
wusste nicht so gut, in was ich gut bin oder Ja. was mir liegt. Und dann hat Gott mir in einer stillen Zeit auf das Herz gelegt, frag mal deinen Vater, also deinen physischen, biologischen Ja. Vater. Und dann ging ich zu ihm und habe gesagt, ja, also ich würde gerne studieren. Was siehst du in mir? Und er so, ich will nicht dir irgendwie reinreden oder ich will, dass du grundsätzlich selbst die Entscheidung triffst. Und ich sage, nein, ich habe wirklich auf das Herz bekommen, dass du mir sagen sollst, was du in mir siehst. Und dann sagt er zu mir, ja, für ihn sei es gar keine Frage. Das einzige Buch, das ich die ganze Zeit lese, ohne dass jemand mich dazu zwingt, ist die Bibel, also Theologie. Und das war für mich wie das hat er gesagt? Hat er gesagt. Wow. Und zum Beispiel ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so, dass ich nicht so gut weiß, in was ich gut bin oder was mir liegt. Und ich brauche, und da führt mich Gott immer wieder zu Menschen und sagt, okay, frag mal deine Small Group. Was solltest du tun in dieser Situation? Auch gerade jetzt mit dem Studium habe ich auch gerade wieder, was mache ich nach meinem Studium, habe ich jetzt an unserem Small Group Weekend, das wir hatten, habe ich meine Jungs gefragt, hey, das sind meine Optionen, was seht ihr? Ja. Sie haben über mir gebetet und über mir ausgesprochen, das hat mir so geholfen. Ja. Also darum, was raten dir Freunde aus deiner Kirche in dieser Situation? Also da macht man sich auch ein bisschen verletzlich. Das stimmt. Und das sind eben nicht Freunde, von denen du weißt, dass sie deiner Idee zustimmen würden, sondern das sind Freunde, die genug, wie soll ich sagen, mit Gott verbunden sind, dass sie dir auch Dinge sagen können, die du nicht hören möchtest, aber wo du eigentlich weißt, dass sie recht haben. Ja. In Sprüche 13, Vers 20 heißt es, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Und deswegen heißt es ja genau, was raten die Freunde aus deiner Kirche? Nicht, dass jetzt in der Kirche alles vernünftige Menschen sind, aber es sind doch Menschen, die haben ihren Wert auf Jesus Christus ausgelegt und ihr Leben grundsätzlich mal nach Jesus Christus ausgerichtet. Und deswegen, aber wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur selbst. Ja. Es ist ja eigentlich logisch, nicht? Ja, eigentlich, ja. Eigentlich logisch. Und wir wollen jetzt gerade für 2 Dinge beten. Nummer 1, dass dir Jesus jetzt gerade vielleicht in deiner Entscheidung, die du treffen musst, Menschen aufzeigt, zu denen du gehen kannst. Ja. Und Nummer 2 wollen wir auch dafür beten, wenn du keine solchen Menschen hast, dass Gott dir diese umgibt. Kann ich für das erste beten, du für das zweite? Ja. Jesus, ich danke dir, dass gerade jetzt dieser Moment ist, wo der Himmel geöffnet ist und wo du sprichst. Und du siehst jetzt gerade diese Situation, diese Entscheidung, die wir treffen müssen und die wir jetzt gerade dir in die Hände gegeben haben. Und wir bitten dich, dass du jetzt gerade uns einen Menschen aufs Herz gibst, ein Gesicht, einen Namen, jemand aus unserem Umfeld, vielleicht jemand aus unserer Familie, aus unserer Small Group, vielleicht aus unserer Church, zu der wir mal gehen sollten und diese Situation auch wirklich darlegen sollten und auf den Rat dieser Person hören sollten. Zeigt uns jetzt gerade auf, Heiliger Geist, wer das sein könnte. Ja, und ich bitte dich, Jesus, für alle die Menschen, die jetzt zuhören und die eigentlich isoliert leben, die eigentlich keinen solchen Freundeskreis haben. Und ich rufe dich im Namen Jesus heraus aus dieser Isolation und hinein in Beziehungen. Es muss nicht eine Riesenmenge sein, aber 2, 3 gute Freunde. Und Heiliger Geist, zeig du diesen Personen, die sich jetzt angesprochen fühlen, Schritt für Schritt den Weg, wo und wie sie sich raus aus der Isolation begeben können, vielleicht aus Verletzung von früheren Freundschaften, wo sie ausgenutzt wurden, wo sie enttäuscht wurden, wo sie betrogen wurden. Diese Verletzungen, die bringen wir dir, dass du das, was dann dadurch frei geworden ist, mit deinem Heiligen Geist füllen kannst und heile diese Stellen, dass Menschen, wo das Vertrauen in Menschen verloren haben, wieder beziehungsfähig werden, jetzt im Namen Jesus. Und wieder eine Gruppe vielleicht starten können, sich wieder einer Gruppe anschließen können. Und du siehst, dass auch das eine Entscheidung ist, die Weisheit braucht. Wo kann man wieder vertrauen? Weil vergeben und sich loslösen von diesen Enttäuschungen ist dann nicht das Gleiche, wie auch wieder zu vertrauen. Ja. Übernimm du die Führung und nicht die Verletzung und nicht die Erfahrung.
Amen. Amen. Ja, eine nächste Frage. Wir sind schon bei der 4. Säule oder beim 4. Filter. Hast du inneren Frieden? Und eine der Indizien, wie man inneren Frieden hat, ist, dass Jesus im Zentrum ist. Und der kann ja so schnell wegrücken. Und ich habe hier ein Bild ausgedruckt aus dem Kinderbuch, das ich mal für meine Kinder gemacht habe. Es ist ganz einfach. Hier siehst du exakt diesen Entscheidungsthron. Und sitzt da Jesus drauf, und vielleicht machst du das jetzt ganz praktisch. Du stehst vor einer Entscheidung, du weißt eigentlich, wie du dich entscheiden möchtest, aber irgendwie hast du ein bisschen ein ungutes Gefühl oder irgendwie hast du vielleicht auch, spürst du, dass, ja, vielleicht kommt es nicht ganz gut raus. Und jetzt kannst du einfach die Augen schließen und dir diesen Thron vorstellen und schau mal hin. Sitzt da Jesus drauf? Ist der Thron leer oder sitzt du drauf? Wer sitzt auf diesem Entscheidungsthron? Das heißt, ist Jesus im Zentrum, wenn du dich für das eine oder für das andere entscheidest? Nimm das auch immer wieder mal mit, wenn du unsicher bist, und stell dir diesen Thron vor, und ob Jesus da noch drauf sitzt. Man braucht viel auch Ehrlichkeit mit sich selbst. Ja. Ja. Wir kommen gerade zum nächsten Filter, nämlich hat das im Hinblick auf die Ewigkeit noch eine Bedeutung? Das ist doch oft so, dass wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, dann denken wir vielleicht über die nächste Woche nach, die Konsequenzen nächste Woche, nächster Monat, vielleicht die nächsten paar Jahre, den 10-Jahres-, 5-Jahres-Plan. Aber sehr selten denken wir bei einer Entscheidung, welche Bedeutung sie hat im Hinblick auf die Ewigkeit, in der wir geschaffen sind. Und das ist, das ist eine andere Art, wie du entscheidest, nämlich du denkst nicht von jetzt an bis wie lange diese Entscheidung dich betreffen wird, sondern du denkst vom Ende zurück. Ja, weißt du, wieso ich jetzt lache? Die Themen und ich, wir nehmen uns immer so ein bisschen hoch, weil ich glaube, du bist ein großer Fußballfan. Ja, unglaublich. Gut. Ja, es ist die beste Zeit meines Lebens und jetzt gerade. Und ich überhaupt nicht. Ja. Also, und eben, da habe ich gerade so überlegt, wenn man sich entscheidet, jetzt diesen Match zu schauen, dann ist es natürlich ein sofortiger Gewinn. Ja. Aber wenn ich dann denke, wie ich mich am nächsten Tag fühlen würde, dann würde es mir helfen. Also um das geht es doch eigentlich, oder? Ja. Nicht nur, was mir gerade jetzt ein Gewinn, ein gutes Gefühl oder ein Glücksgefühl bringt, sondern wie fühlt das sich auch noch später an? Und ich würde mir wünschen, dass das ein Reflex ist in unserem Leben, weil wir so oft an Situationen kommen, wo wir daran einfach nicht denken. Wir denken nicht an morgen. Ja, das ist so. Es gibt diese Geschichte in der Bibel, du hast sie vorhin noch rausgesucht, in Lukas 12, Vers 16 bis 21, der reiche Kornbauer. Das ist der extrem viel sammelt, er hat seine Kornkammern gefüllt und dann sagt er, dass ich habe ausgesorgt, ich kann jetzt ruhig leben, Wein trinken und ein gutes Leben führen. Und dann sagt aber Gott zu ihm, im Lukas 12, Vers 20 bis 21, wie dumm du doch bist, noch in dieser Nacht wirst du sterben, wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schloss mit den Worten, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Ja. Und das ist genau dieses Bild, der immer nur kurzfristig denkt und gar nicht das größere Bild hat, das Gott vielleicht in deinem Leben auch gerade tun will. Ja. Es ist ja ein bisschen ein tricky Beispiel, weil man denken könnte, man darf nicht reich werden, man darf sich keine Reichtümer anhäufen. Das sagt Gott nicht, er ist nur einfach dumm, dieser Bauer, weil es hier heißt,
so wird es allen gehen, die auf der Erde nur für sich selber Dinge anhäufen und nicht an die anderen denken, weil das wäre zum Beispiel langfristig gedacht, dass man an andere denkt, dass man weitergibt, dass man an die nächste Generation denkt und so weiter. Und ich musste diese Geschichte einfach raussuchen und ich habe ein paar schlaue Sätze aufgeschrieben, respektiv natürlich die künstliche Intelligenz, aber ich möchte sie dir vorlesen, so ein bisschen zum Reflektieren. Dieser Kornbauer plante für Jahre, aber nicht für die Ewigkeit. Er baute Scheunen, aber kein Leben mit Gott. Er hatte Besitz, aber keine geistliche Substanz. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen was von dem, was passiert, wenn keine Weisheit da ist, die langfristig denkt. Und das können wir doch direkt zum Gebet machen. Ja. Ich möchte diese Substanz, Jesus. Ich möchte ein Leben mit Gott. Ich möchte in die Ewigkeit investieren. Hier schon jetzt. Nicht, dass ich nichts für mich brauchen kann, aber ich möchte nicht einfach nur für ein paar Jahre planen, sondern für etwas planen, was Ewigkeitswert hat. Und es gibt so viele Geschichten, wo man sieht, die leben heute noch weiter, obwohl die Menschen schon lange gestorben sind. Ich will nicht nur einfach Dinge bauen, Monumente, sondern ein Leben mit dir. Und hilf uns, Heiliger Geist, dass wir nicht nur auf Besitz investieren, aber keine Substanz, keine geistliche Substanz haben. Und ich weiß, dass das eine das andere nicht ausschließt. Aber ich will das eine nicht ohne das andere. Amen. Amen. Wir haben den 6. Filter, den zweitletzten, wir sind schon fast durch. Und zwar ist der 6. Filter bei dieser Entscheidung, die du triffst, welcher Antrieb steckt dahinter? Welcher Antrieb steckt dahinter? Und das ist für mich so ein bisschen wie so eine Herzoperation bei mir selbst. Ich muss da sehr ehrlich werden. Warum entscheide ich, wie ich entscheiden will? Ja. Was steckt da dahinter? Mache ich diese Entscheidung aus Angst? Ist dahinter Zeitdruck, weil ich einfach gedrängt bin? Jetzt muss ich einfach entscheiden. Da macht man normalerweise die schlechtesten Entscheidungen. Ist es mein Ego? Entscheide ich einfach, weil ich meinen Ruf schützen will oder weil mein Ego irgendwie befriedigt werden will? Und Weisheit entscheidet eben genau nicht aus Angst. Sie entscheidet nicht aus Druck oder Ego, sondern sie handelt aus Hoffnung, Wahrheit und Vertrauen auf Gott. Ich liebe diesen Vers in 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja. Ich weiß noch, als ich und meine Frau gerade frisch verheiratet waren, mussten wir uns überlegen, weil ich studiere und arbeite, ob sie auch arbeiten sollte neben ihrem Studium. Und wir waren so, ja, wir können nicht leben, wenn wir nicht beide arbeiten, wegen den Finanzen. Und wir hatten solchen Druck, dass sie jetzt arbeiten muss, aber keine Türe ging auf. Und dann haben wir gemerkt, wie Gott uns wirklich nah ans Herz genommen hat und gesagt, ihr macht diese Entscheidung, dass deine Frau arbeiten muss, nur aus Angst, dass ich euch nicht versorgen will. Und dann haben wir das abgegeben, wir haben Buße getan, umgekehrt, haben gesagt, okay, Desi, meine Frau braucht keinen Job, sie kann studieren und du wirst uns versorgen. Und wir haben immer genug mit Jesus. Ihr habt das jetzt so durchgezogen? So durchgezogen. Wow. Aber wir haben gemerkt, wir hätten diese Entscheidung, dass sie arbeiten will, nur getroffen, weil wir Angst hatten, dass wir nicht genug hätten. Ja. Und das ist nicht weise. Weisheit hört auf Gott. Du hast noch Psalm 25, 4-5. Ja. Genau, da heißt es, Herr, zeige mir. Und das machen wir direkt jetzt zum Gebet, wenn es darum geht, was ist der Antrieb? Was steckt eigentlich hinter meiner Motivation, so und so zu entscheiden? Super Beispiel, das du gebracht hast. Und ehrlich gesagt hätte ich gedacht, du sagst, ja, und dann hat es einen Job bekommen. Also weißt du, das ist so der Klassiker. Nein, es bleibt so. Also, Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, dass es mir sozusagen wie Schuppen von den Augen fällt, was du von mir willst. Und das nicht aus Druck, sondern was einfach dein Plan für mein Leben ist, wo ich am meisten aufblühe. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Und das spreche ich auch aus
über deine Situation, vielleicht ist es sehr ähnlich wie bei Tim, ich spreche es auch aus, über deine Situation, wenn du unter Zeitdruck bist. Das ist kein guter Ratgeber, sondern dass der Heilige Geist dich Schritt für Schritt lehrt. Ja. Amen. Der letzte Filter, Susanne. Der letzte Filter, passt es zu deinen Gaben und Fähigkeiten? Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass es so eigentlich schwierig ist, zum selber sich so einschätzen können. Andere sehen ja die Gaben und Fähigkeiten viel besser, weder dass ich das jetzt oder dass wir selber das sehen würden. Und am Sonntag hat Michi Sieber am Morgen dieses Experiment erzählt vom Solomon Asch, wo es eigentlich darum geht, dass Menschen, die zwar das nicht als ihre Meinung anschauen, aber aus Angst, dass sie dann alleine dastehen, etwas anderem nachgeben, um eben, wie gesagt, nicht alleine dazustehen und öfters mal einfach einknicken. Und dieses Wort einknicken, das hat mich so angesprochen, tatsächlich ihre eigenen Werte über den Haufen stellen und sagen und sich zu der Masse stellen aus Angst, dass sie alleine dastehen. Und gerade auch das ist im Zusammenhang mit, passt es zu meinen Gaben und Fähigkeiten, weil du vielleicht genau diese Einzigartigkeit auch spürst in deinen Gaben und Fähigkeiten und dann hast du Angst, dich dazu zu stellen, weil es nicht der Norm entspricht oder weil es nicht dem entspricht, was die großen Erfolgsleute sagen, dass man tun soll und so weiter und so fort. Ja. Entspricht es deinen Gaben und Fähigkeiten? Ja. Ja, und vielleicht bist du auch jetzt gerade hier am Zuschauen, du bist so, ich weiß gar nicht, was ich gut kann. Und da auch wieder Weisheit. Ich glaube, Weisheit sagt mir immer wieder, geh mal zu deinen Freunden oder zu deinen Eltern oder zu deinem geistlichen Leader, zu einem Small Group Leader, zu deinem Chef oder zu irgendjemandem, der und frag mal, was kann ich eigentlich gut? Was siehst du, was ich gut kann? Und das hilft mir zum Beispiel, so wie ich gemacht bin, unglaublich. Einfach als kleiner Tipp, auch da wieder wird die Kirche, die Freundschaft, die Menschen in der Kirche so von Bedeutung. Ja, gell? Und bei diesen 7 Filtern oder 7 Säulen, wenn wir da beim Bild von dieser Frau Weisheit bleiben, geht es eigentlich immer wieder darum, mit Gott connected zu sein und mit unseren Mitmenschen. Ja. Und das ist so das Hauptbild, das ich eigentlich mitnehme, wenn es darum geht, um weise Entscheidungen zu treffen. Das waren diese 7 Filter oder diese 7 Säulen und ich möchte dich zum Schluss einfach segnen mit diesem Angesicht von Gott, das über dir leuchtet und dass dieser Gott im Himmel dir diesen Frieden geben wird und will und dass du die Kraft bekommst, Schritte zu tun, damit du diese Beziehung zu Gott stärken kannst und auch diese Beziehung zu deinen Mitmenschen. Im Namen Jesus, Amen. 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 Hey Tim, hat Spaß gemacht mit dir. Ja, mega, auch mit euch. Du mit dabei und wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Da geht es nochmals um eine Reihe von Psalmen, also heute Weisheitspsalmen und nächstes Mal gehe ich davon aus, Worship-Psalmen, weil Dave die Message macht. Also, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Tschüss. Macht's gut. Ciao.